Hallihallo, Liebens, euer Blaster-Ingenieur. Und heute haben wir mal kein Profi-Auspackwerkzeug auf dem Tisch, weil wir packen nichts aus, wir bewundern nur einen neuen Zugang von meinen Mikroshots da. Ich habe ja da schon mal da Hanne, den Niedler, weil ihr habt sicherlich gelesen, um was es geht und vielleicht auch schon gesehen. Also, den Niedler habe ich euch schon mal gezeigt in meiner Mikroshot-Kollektion. Ich habe ein bisschen Sammelleidenschaft, ein kleines bisschen. Also. Ja, okay. Ja, ich macht keinen Sinn, da drum rumzureden, habe ein bisschen Sammelleidenschaft. Neben Bastler und verschiedene Dinge, das ist halt. Ich habe mal jetzt noch den zweiten aus der Reihe gekauft, den Spunker, keine Ahnung, wie das ausspricht. Und ich habe gedacht, das Ding macht was Besonderes. Aber ne, das da oben, seht ihr das vielleicht? Das ist bloß, aber da Gott Fingerle so rein, da ist also Stäbe drin, das den Pfeil festhält. Oh, und da geht's ganz rein, weil da ist so Stäbe drin, ist das festhält. Also, kurz gesagt, das ist bloß ein Dartspeicher. Da tut man halt die Pfeile rein. Dann kann man das da rausziehen und dann nochmal nachladen. Mann, das sieht cool aus, deswegen lassen wir es in der Verpackung. Und das ist jetzt da die komplette Microshot Halo Reihe, glaube ich. Hoffe ich. Na das. Doch, ja. Auf der Rückseite sagt's das und das. Und da sagt's das und das. Guck. Beide Rückseite erfüllt. Check. Erledigt. Passt. Ja. Okay. Den finde ich cooler. Den hätte ich mir eigentlich zweimal kaufen sollen. Hätte ich nur im Auspacken können. Aber, ja. Das ist. In der Box ist das so schön präsentiert, da braucht man das nicht nur auspacken, weil dann kann man das irgendwo in die Ecke stellen und sich da einfach dran erfreuen. Ich hatte ja neulich da schon mal so eine Enttäuschung. Versuch mal unauffällig nach hinten zu greifen. Und ja, ich hab gedacht, das macht was Besonderes. Aber ja, ich verlinke euch das Video und ich muss die Enttäuschung jetzt nicht nochmal vorspielen. Ich habe es jetzt verdaut, verarbeitet, schon erledigt. Und ich habe es ausgebaut, wenn man da noch die Schnittstelle und alles drum und dran macht. Dann machen wir Zeugs dran. Ich habe es noch nicht gemacht, deswegen. Aber ich habe das Video vor ein paar Tagen gemacht, deswegen liegt das noch rum im Regal. Oh ja, ich finde die zwei schön. Da gibt es glaube ich auch einen großen, aber der große, der war mir viel zu teuer dafür. Das hat einfach nicht in die Schwabe-Philosophie passt, weil man dachte, okay, witzig, nett, aber kennt das Spiel zu wenig und ist teuer und Platz und alles. Also irgendwann einmal immer ganz große YouTube-Kanal sind. Also, oder große Community sind und sowas dann gönnen können oder was weiß ich, wenn wir da so Sportvereine haben, dann können wir uns sowas vielleicht zulegen. Oder bis dahin basteln wir sowas in der Richtung selber. Wobei das ist auch nicht, ich glaube der große war auch nichts anderes wie die Powerbell oder wie heißt die Powerbell, ich glaube also die Version, die ich da habe. Also auch einfach, ja, so halb, vollautomatisch sogar, aber mit so Trommel vorne. Keine Ahnung, wie hieß die andere, die gelbe Variante. Powerbell ist ja die Variante. Ich verlinke euch das Video, wenn ich dran denke, so Powerbell auch noch. Ja, was bleibt da noch Großes zu sagen? Oh, das Sammelleidenschaft. Ich hoffe, ich kann es ein bisschen mit euch teilen, weil sonst nächstes Mal basteln wir wieder einen Blasters rum. Weil letzte Video haben wir für den eigenen Blaster rumbastelt und nächstes Mal basteln wir wieder. Oh ja, ist mein Riken Mark II mit 3-Streik-Option. Also da basteln wir da dran rum. Und dann kommt wieder Blasters Vergleichsvideo. So langsam kann ich euch ein bisschen präsentieren, in welche Richtung es geht. Aber so schönes Video dazwischen ist auch mal was Nettes, oder? Wenn ihr mehr Blaster sehen wollt, auf meinem Kanal findet ihr auch Videos, hab schon einiges bastelt. Bin schon ein bisschen auf YouTube da unterwegs. Also, das ist jetzt nicht das erste Video, das ich mache. Blitzquetz, ein bisschen Unterhaltung, ein bisschen Bastel, ein bisschen Motivation. Ja, hofft, dass er da ein bisschen was draus zieht. Und
Könnt auch gerne Kommentare da lassen, wenn euch langweilig ist. Das ist ja auch, wenn ihr ein bisschen was schwätzen wollt. Ja, okay. Da hoffe ich, dass euch die kleine Übersicht auch noch gefallen hat. Jetzt haben wir, ich müsste mal nachzählen, wie viele Mikroshots ich habe. Neulich hat die Reihe neulich auch ein Video gemacht zu den Fortnite-Mikroshots, da sind auch ein paar neue dazugekommen. Das ist, ja, so langsam habe ich alle, die mir so gefallen. Ich meine, alle war die nicht Sammler, weil einige, wo man denkt, nee, die gefallen mir einfach nicht, da will ich kein Geld dafür ausgeben. Das ist dann, wenn irgendjemand mal kostengünstig seine Sammlung abzugeben hat und das irgendwie an die Wand passt oder. Aber das ist dann irgendwas. Oder ich halt sage, okay, und jetzt sammle ich das komplett, aber es sind Zukunftsträume. Das ist einfach ein bisschen. Je nachdem, wie sich das alles so entwickelt und was da wie draus wird. Und vielleicht haben wir dann doch mal Vereinsheimle. Und da können wir uns so Wand. Das hat schon was Dekoratives. Also das muss man dem Blastel lassen. Und habe Halo nie gespielt. Habe keine Ahnung. Wobei den Niedler finde ich. Also, über den Niedler habe ich schon einige Videos gesehen. Das bei dem, Gott, das nicht, aber. Wobei, das wäre eigentlich cool. Muss man meinen Gedanken ausformulieren. Also, ja, das Ding zeugt mit die Nadler sind eigentlich beleuchtet und je nachdem, wie viel man verschossen hat, gangen die Nadler aus. Und das wäre eigentlich cool, das in den da noch zu integrieren. Also da irgendwie LEDs da drunter zu setzen, das wäre eigentlich cool. Ich muss mal gucken, ob ich den gebraucht finde. Die Dinger zu öffnen, das ist glaube ich Krampf, oder? Ja, die sind verklebt, so wie es aussieht. Das ist glaube ich Krampf. Also dann machen wir doch lieber irgendwie was Eigenes, wo man so Beleuchtungszeugs reinbaut. Das machen wir dann doch lieber mal im eigenen Blaster. Ich will kein verklebtes Gehäuse öffnen und dann nachher ist alles kaputt und da war es erst nichts, weil sieht es noch nicht schön aus. Dann kann ich es dann auch irgendwie selber was Eigenes entwickeln und da die LED-Geschichte neu designen, weil dann passt es auch rein. Das wäre cool, also das wäre cool, wenn das bei dem gegangen hätte. Das wäre für so ein Mikroshot, glaube ich, ein bisschen zu viel verlangt. Ich meine, man könnte unter irgendwo Knopfzelle neu designen. So sieht da seitlich Kabel hochschleifen. Das hätte schon gegangen. Aber nee, das sieht jetzt nicht so aus wie also ja, das ist die klassische Funktion. Also, kann ich die Funktion der Mikroshot mal zeigen, falls ihr die noch nicht kennt. Das ist nach unten ziehen. Wartet, stopp. Man muss die Anweisung auch gescheit befolgen. Also, als erstes muss man Pfeile in der Laufnei tun. Erledigt. Als zweites muss man das da nach unten ziehen. Da. Und Schritt 3 ist das Trigger. Und dann macht es. Dann schießt man voll in den Mund. Manchmal denke ich mir schon, die Kamera sollte in eine andere Richtung zeigen. Bleibt jetzt eurer Fantasie überlassen, wie mir so ein grüner Pfeil voll in den Mund flog. Ja, also die Funktion haben die Blasters nicht. Aber ich habe gedacht, ja, nee, wir packen das weg, bevor die Täuschung jetzt nochmal durchlebt. Ich verlinke euch das Video dazu. Und dann könnt ihr anschauen, was ich mir gedacht habe und was tatsächlich ist. Weil was tatsächlich ist, seht ihr jetzt schon. Aber was ich mir gedacht habe, findet ihr dann ein anderes Video. So, habe ich auch schon wieder viel zu lang geschwätzt. Aber ich hoffe, das passt. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch da seid. Lasst Kommentare da. Wenn ich zu viel geschwätzt habe, lasst Kommentare da, wenn es passt hat. Das kennt das Spiel ja. Der Herr Ingenieur braucht ein bisschen Unterstützung, dass man mehr so Blödsinn machen kann und dass man mehr Zeit hat, einen eigenen Blaster rumzubasteln. Dann kommen wir vielleicht irgendwann auf 3-4 Videos pro Woche statt bloß 2. Oder vielleicht 2 Bastelvideo und ein Übersichtvideo oder je nachdem.
bin da offen für mehr. Von daher, lasst ein bisschen Liebe und Unterstützung da. Bis dann, euer Blaster-Ingenieur.